Gute Morgen. Ich bin Tanja Velas und bin seit 2020 zuständig für den Service Urbanisme an der Gemeinde Schütter. Der Service Urbanisme ist ein junger Service, der responsabel ist für das zukünftige Aménagement der Gemeinde. Zusammen mit dem Tank kümmern wir uns um eine ganze Reihe Sachen. Für all die Arbeit, so gut es geht, zu realisieren, gehen wir von unseren zwei Redaktoren unterstützt. Für das erste Mal sind das Baugenehmigungen. Also Service für 2020 208 und das Jahr bis jetzt 106 Baugenehmigungen ausgeschrieben. Schüss für euch eine Idee zu geben. Außerdem kümmern wir uns nach den Bebauungsplan, neue PHP und ein interessantes Projekt Neuen Dorfkern von Schütter. Das Projekt Neuen Dorfkern soll festlegen, wo die verschiedenen Gebäude mit ihren Funktionen hinkommen. Das Projekt ist eine Planung à long terme, die in verschiedenen Phasen soll realisiert gehen. Ziel ist es für Anfang April 2022 einen Masterplan zu haben. Die fehlenden Details von dem Projekt sowie die verschiedenen Gebäude gehen dann pro Phase am Detail fertig geplant. Wie ihr wisst, wir haben 2019 einen neuen Bebauungsplan, an dem der Gemeinderat festgesetzt hat, wie sehr und auf welchen Plätzen die Gemeinde sich soll entwickeln. Am Kader vom Plan geht ganz viel Wert auf den Erhalt von der Lebensqualität an unserer Gemeinde gelöst. Zum Beispiel durch Velos, Fußgängerwege, Grünflächen und so weiter. Der Bebauungsplan besteht aus folgenden Elementen. Der PAG. Der PAG ist ein Plan, den Territoire von der Gemeinde auf verschiedene Zonen teilt. An diesen Zonen gehen dann die Regelungen festgehalten, wo ihr bauen dürft. Der PAG besteht neben einem grafischen Plan auch noch aus einer Partie écrite. PAP Quartier existant. Der PAP Quartier existant teilt Zonen vom PAG nach ein Kehr an Zuzonen an. Und definiert die Eigenschaften von der Gebäude mehr konkret. Zum Beispiel maximal Höchsten und Distanzen. So sollen neue Bauprojekte harmonisch an den aktuellen Kader integriert gehen. Auch beim PAP Quartier existant gehen sowohl grafisch Plan wie ein Partie écrite. Neue PAP an unserem Bebauungsplan sind noch verschiedene neue Quartieren vorgesehen. Da schaffen wir eng mit den Proprietären, den Büro d'études und die verschiedenen Ministerien für eine gewisse Lebensqualität zu garantieren. Zu guter Letzt noch das Baureglement. An diesem Dokument finden zusätzlich technische Informationen, wie erlaubten Höchsten für Clôturen oder Stützmauern und so weiter. Diese Dokumente gehen immer überschafft, adaptiert und mit neuen Artikeln vervollständigt. Ziel von dem Ganzen ist, dass Bauprojekte dazu beitragen, dass die Gemeinde sich mit einer gewissen Qualität entwickelt. Beispiele dafür sind ein Bausraum für alle Appartements, sowie der Balkon oder Stegart. An den Terrain soll nicht ganz zugebaut gehen. Dafür freuen wir ein Minimum von einem Drittel Grünflächen für im Haus und 2/3 Handrund. Alle Arbeiten muss bei uns deklariert oder angefragt gehen. Auch bei kleinen Arbeiten ist es wichtig zu wissen, was da geschafft wird. Für das administrativ zu vereinfachen, haben wir die Demanden an 3 Kategorien abgeteilt. Formulieren an all die Dokumente findet ihr auf unserer Internetseite mit der Liste von den notwendigen Dokumenten für all Demanden. Damit wären wir am Ende von unserem Video über den Service Urbanisme. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir gingen uns freuen, wenn ihr auch noch die anderen Videos über unsere Gemeinde Schütter verfolgen. Adi, bis geschwind!